Morgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus von der Samarias. Dat laat hier ver een zeer smaak, niet zo? Want we denken dan aan de dag wat we vandaag vieren doen, de meeste vieren dankzagingstijd vandaag, in deze tijd. En we kunnen een beetje zijn dat het een beetje verschmaakt met wat God ons alles met gezegd heeft. Maar we twee denken dan in de vergangenheid, dat dit jaar besonders, dan hebben we ook wirklich zijn, wo wirklich Gott uns gesehen hat. Und die hat ihn vielleicht auch eine Danksagung, Botschaft gerechnet von dir. Ich dachte auch noch mit an, vielleicht wollten wir was reden für Danksagung, aber uns passt das bitte, wenn wir nächste Woche den Tag feiern, celebraten. So, ich war von der dann nicht eine Botschaft bringen von Thanksgiving. So, mein Plan ist, wir janken bloß wieder zu gehen mit dem Brief nur Thessalonicher von Paulus, von dem Apostel Paulus. Von der Samarias jankert mich von 1. Thessalonicher, das 5. Kapitel von Vers 1 bis Vers 11 zu gehen. Ich dachte, das wird interessant, das wird wirklich, ich glaube, gelehrt von den Heiligen Geist, wo sich das dran nehmen, das sind auch hier wie von was passieren, mit dem, was sterben, dass Jesus wird kommen, was holen. Und da wollen alle mit Amthob im Himmel kommen. Und mit Amthob für ewig leben. Und an der englischen Botschaft hat wir hier auch von dort, von der Thema von dort, dass wir da reisen oder nicht, ich komme. So, und dann von der ja, das war wieder von dort, auch von Jesus in Barakum. So, ich dachte, dass wir sehen, dass ich das dran nehmen, dass wir nicht, was wir inspiriert haben, wo wir wollen, die Botschaften bringen, das ist bloß, was ich dort rangenommen habe. So, ich glaube, das ist geleitet von den Heiligen Geist. So, das ist ein Thema, was ich mir von dir gewählt habe, als Siegreich Jesus zu begegnen. So, wir würden kennen sein, das ist der zweite Teil von Feie Sonntag. Da reden wir von, was Paulus sagt, von dem, was gestorben wird, dass Jesus wird kommen und so weiter, und dass dort was passieren, und dort was wir weiten dort, wir vertrauen uns das Ganze ab, und glauben dort auch. Aber er fängt hier an, Paulus fängt hier an, in das 5. Kapitel, der erste Vers, sagt er, so, liebe Brüder. So, ich habe aber hier, er redet hier zu den Glaubenden, was das am Glauben wird. Er sagt, so, liebe Brüder, über Zeit und Stunde, wann Jesus kommen wird, ist das nicht nötig, mehr zu schreiben. So, er sagt hier, das ist nicht nötig, dass er mehr von das schreiben, das was er geschrieben hat, all. Und auch, er würde nicht mal haben können, wenn er auch noch hat wollte. Dass wir wollen hier von der, dass die Zeit, wann das gleich was passieren, der Tag und der Stunde, wann da was sein, dort weiß keiner nicht. So, keiner kann das schreiben und keiner kann den anderen dort sagen, wann das passieren wird. Und das wird Paulus hier auch sagen, dass er sagt, das ist nicht nötig, davon zu schreiben. Weil es wandert wir dann, wo wir das in der Schrift haben. Was immer da ist für uns nötig zu weiten, dort fängen wir in der Schrift, dort fängen wir in der Heiligen Schrift, dort haben wir uns das nur lesen. Aber hier lesen wir Jesus selbst, wir wollen mehr sein von was Jesus selbst auch davon sagen, der von der Zeit, dort wir das nicht weiten können, weil es dort weit bloß Gott selbst. In Matthäus 24, Vers 36, da sagt Jesus es das. Aber wann der Tag oder der Stunde sein wird, weiß keiner. Nicht mal der Engel im Himmel, auch nicht der Sehen, dort weiß bloß der Vater. Das sind auch verschiedene Zeiten, in der Vergangenheit, wo wir vielleicht von lesen, dann haben wir vielleicht auch von gehört, wo Menschen sind, was sie glauben, der hat es dort ausgerechnet und ausgeteilt, dann wollten gleich was von dort und dort erst, der hat ein Datum gesagt, wann das passieren wird, was Jesus wird weiterkommen. Und oftmals wird es so, was Lehrer werden für eine gewisse Versammlung, und die haben den Menschen gesagt, dass du eine gewisse Zeit sein, sie haben es dort ausgerechnet. Und die Zeit kommt da, die Menschen verleiten sich da ganz ab, weil sie glauben, Lehrer. Und die verleiten sich da ganz ab, wir uns gerät, eins die verkaufen ihre Städten und so weiter. Und bejehen sich auf eine gewisse Städte, nur wo Jesus kommt. Und die Zeit ging vorbei und das passiert gleich. Und wo dann dort passieren, die wissen das wirklich gleich. Sie glauben, sie wissen das, sie haben es das ausgerechnet, aber die wissen das wirklich nicht. Weil alles, was da besieht, dort ist, was das Wort sein, das ist nicht die Wahrheit. Und was Gott sein Wort sein, dadurch haben wir uns verloren. Und das sind verschiedene Tiden gewesen. Ich sage mir was genau, dass wo nicht genug Zeit sind, haben gleich sein offene Tiden dort gewesen sind in der Vergangenheit, wo Menschen sich dort haben ausgegraben und ausgedacht. So, ich will das nicht
alle erwähnen. Aber einer kann sich das nur studieren, was von den Menschen sich das ausgedacht haben und ausgedacht haben. Und das habe immer wahr sein, sie haben das in der Wirklichkeit nicht gewusst. Gleich das Jesus selbst auch sein, dass den Tag in der Stunde weiß keiner. Und das weiß auch kein Mensch. Jesus selbst sagt das. Jesus für den, was du wohl kommen, aber er selbst wisst das nicht mal. Das ist bloß Gott. Gott hat die Zeit bestimmt. Gott ist der, der die Zeit bestimmt hat, für alles. Er hat alles gemerkt, er hat Himmel und Erde gemerkt und er hat Menschen gemerkt. Er hat die Zeit bestimmt, wann wer soll geboren werden und wann wer sterben wird. Und auch wann wird sehen, Jesus Christus schenken, seine Kirche in die Hüste holen. So das wird bloß Gott. Und Gott hat die Zeit bestimmt. In der zweiten Vers in 1. Thessalonicher, Vers 2 sagt er, die weiten selbst Gott, dort den Herrn sein Tag so kommen wird, aus dem Stehler in der Nacht. So das so viel, was er gesagt hat, der wird kommen aus dem Stehler in der Nacht. Weil ja am Sache zu sein, dass ein Stehler sich nicht eins von anbrechen, dann braucht er zu wirken. Da braucht zu wirken, dass der Stehler sich nicht was anbrechen. Und das, was Jesus auch sagt, in Matthäus 24,2, er sagt, er wirkt, will sie weiten nicht, wann Tag ein Herr kommen wird. So, das betont sich, dass wir wacker sind, dass wir wirken wollen. Wir wollen mehr hören von hier, was in der Botschaft sein wird, nötig ist, dass wir wacker bleiben und wirken, wann die sehen kommen wird. Und dann sagt er, wieder, das über soll geweiten, wenn der Hauswirt gewusst hat, zu wann Stunde in der Nacht der Stehler kommen wird, dann wird der gewirkt haben. Und nicht loten in sein Haus hineinbringen. Ist das nicht auch so? Allgemein passiert das, wenn er sich wer auf eins hineingebracht hat, als wäre eins, der hat nicht gewirkt. Der hat nicht gewirkt und dadurch sind sie nicht angeworden. So, das ist interessant, dass er das hier verglichen hat mit einem Stehler. Alle Dinge, wo er hier nicht, wo ein Stehler sich hineingebracht hat, und das mit was gekommen ist, was er gestohlen hat und alles, das ist wer eins, der hat nicht gewirkt dafür. Ich kann mich noch erinnern, als wir nach Mexiko wohnten, mein Vater hat ihn geschafft, er hat einen Stuhl, und er hat viel Sachen bei, kostbare Sachen dabei und so weiter. Und er hat sich bei ihm angenommen, abzupassen. Er hat einen weiter angenommen, abzupassen für alles, was wir da hatten, was wir im Wirt wären. So, er musste abpassen, dass der Stehler nicht wird kommen, sich den Namen bringen. Und das passiert oftmals, wo das meist passiert wird, aber wir hatten da wen, was er abpassen leid, hat er könnt wirken und das bewahren, dass das nicht passieren leid. So, das, was Jesus hier sagt, er sagt, wenn der Hauswirt gewusst hat, zu wann Stunde danach der Stehler wird kommen, wird er gewirkt haben. So, das betont sich zu wirken, wacker zu bleiben. Das ist das, was die sehen auch kommen. Da wird eine Zeit kommen, wo keiner sich was abverloren haben. Das sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn die Menschen sagen wollen, alles ist ruhig und sicher, dann wird er verdorben plötzlich über ankommen. So, wenn es von Leben, das alles ist gut, die können ruhig bleiben, alles ist fein, sind sich sicher, nichts wird passieren, aber dann auf einmal passiert das. Und dann sagt er auch, so aus einer Weide über eine Früh kommen, der ein Kind zur Welt bringt, da wird es nicht davon kommen geben. Und ich glaube, alle Frühs, die können mitfallen mit was er hier sein wird. Das passiert, wenn eine Früh ein Kind zur Welt bringt, das kann nicht passieren ohne Weide. Und so ist es interessant, er vergleicht das mit einem Stehler in der Nacht, was der Offerhaus kommt, und auch mit einer Früh, was ein Kind zur Welt bringt, was mit Weide ein Kind zur Welt bringt. Das passiert, so passiert das, so ist das bloß. Und das kann nicht davon kommen. So, wenn Menschen sagen, alles ist ruhig, alles ist gut, sie brauchen euch abpassen. Die nehmen alles gleichzeitig. Der Zeit, wo wir beim Leben dann alles, die nehmen das gleichzeitig und die lassen sich nicht Warning oder irgendwas Wort. Dann auf einmal wollen sie das antworten. Der Zeit ist da. Weil die Sonne wird sich Warning lassen, die weiten dort, da hat das gehört, nur Gott sein Wort noch, der Zeit, der ist dich bei. Nur die Tekens nur, was der Chef uns geben wird. So ich auch sagen, der Chef gibt uns nicht den Tag oder die Stunde, wann dort passieren wird, aber wir haben viele Warnungen in der Schrift, wo das sein wird von Tekens, was da kommt in der letzten Zeit.
Dort ist in der Schrift, dort ist für uns zu weiten. In Matthäus 24, ich lese in Vers 7 vielleicht, wo das von reden, der von der Worten, was viel Krieg geben in verschiedenen Ländern, wo Menschen wollen kriegen, ein Land gegen das andere Land, in Kennigs gegen Kennigs und so weiter. Und da wird auch große Abwahrer geben, Erdbeben und so weiter, und Hungersnot und Pestilenz und all so eine Tiden, sagt er, da wird passieren wird, die Tid, für die Tid, was Jesus wird kommen, oder was dich bei der Tid sein. Und er sagt, in der Tiden, der Mann, die Dinge mal alle passieren. Jesus kommen wird. Und sind alle Dinge nicht halt passiert, wenn wir rumchecken und uns in der Welt rumchecken und mit beobachten, was da passieren wird, dann können wir sagen, alle Dinge sind auch passiert. So viel Krieg ist da umgegangen, uns um der Welt, dass viel Arü, viele Menschen, die planen bloß Krieg und so weiter, die sind sich uneinig, ein kenne ich, den anderen kenne ich. Und ich dachte auch besonders an, wo das von reden wird, von Pestilenzen, das sind Krankheiten, verschiedene Krankheiten, die wir von der und Tag von hier und da, was da um der Welt all sind, alle wegen. Das passiert auch in Erdbebens und so weiter. Das sind alles so Dinge, was da all passiert sind und was da all passieren da. So da ist, glaube ich, nicht, was die Bibel uns gewesen hat, was prophezeit ist worden, was da soll kommen, was da noch kommen soll. Jesus in was kommen wird. Ich glaube, wir können uns da verloren. Das kann eins von nicht passieren. Eins Tag. Wir sind ganz bei der Zeit. Nur Gott sein Wort noch. Aber wann Tag und wann Stunde, weit wir nicht, du wegen es Ursache abzupassen, wacker zu sein, abzupassen zu aller Zeit. Und dann sagt er auch noch, aus der Zeit zu Noah seine Zeit wir. Noah, dem wir gesagt worden, dass er soll eine Arche bauen, ein großes Schiff bauen, weil er die Welt anbringen, wegen die Menschen, die wären so böse, die wären so gegen Gott und alles, die alle Dinge, was gegen Gott wären, so Gott will die abbringen, aber er gibt eine Warnung, Noah predigt zu den Menschen, dass sie sollen amtieren, aber die horchten nicht. So vor 120 Jahren hat Noah die Gelegenheit, die Menschen zu warnen. In Lukas 17, Vers 16, finde ich, sagt er, und so ist das in Noah seine Zeit wir, so wird das auch in den Menschen sehen, seine Deo sein. Und die Menschen, die leben gleich so weich als gewöhnlich. Die nehmen keine Warnung an, die leben gleich so weich als gewöhnlich. Die werden nicht was abhören von was sie leiden. Das sagt, die Menschen eiten und trunken, Frieden und befrieden sich, wird an den Tag, als Noah in der Schatten anging, und das Wunder kam in allem anbracht. Dann wieder tot. So, da hat eine Warnung gekriegt. Aber es ist wieder tot. Noah hat gepredigt zu den Menschen. Er sagt, sie sollen Buße tun. Sie sollen Buße tun. Und wird viel Gelegenheit gegeben, umzukehren von ihr bösen Leben. Aber sie nehmen das nicht an. Sie nehmen das gleichaltig. Und nehmen die Warnung nicht an. Wird das nicht tot wird, dann wieder tot. Dann können sie auch nicht ändern, Buße tun danach. Dann wieder tot und der wird alle umgebracht. So er sagt, so wird das von der und da heute noch sein. Und erst nicht so, Menschen, da lassen sich gleich Warning. Viele Menschen tun nicht. Da sind viele, die sind zum Glauben gekommen, und Gott sei Dank dafür, aber viele Menschen, die nehmen das gleich an. Die horchen gleich nur dort. Da wird die Zeit sein, wo da wird tot sein. Der Chef sagt, nu ist der angenehme Zeit. Der Tag jünt Taraden erst nu hier. Nu ist der Zeit. Nu 1. Korinther 6, Vers 2 noch. Und dann sagt er, und auch in Latzine Deo, da wird passiert auch so. Lukas 17, Vers 28 sagt er, in Latzine Deo wird das gleich so. Die Menschen eiten, trunken, kauften und verkauften, planten und büden. Aber an den Tag, als Lot Sodom verleiht, regen dort Feuer und Schwefelblatt vom Himmel und brach allem an. Die Menschen, die werden doch gleich so. Die leben so ein böses Leben gegen Gott, dass Gott hat sich geplant, dass er die Staaten anbringen. Und das passiert. Da leiten sich auch nicht Warning. Lot wieder einzige, was davon kommt, Lot in seine 2 Töchter, die wieder rückgebracht, aber die spüten werden, dann leitet Gott regen die Feuer und Schwefelblatt über das Land.
en wordt alle omgebracht. Dan trainen we Thessalonicher 5, de 4. Vers sagt, über je Brüder, so hier sagt er zu den Brüdern, über je sind nicht von dir, die im Düsteren leben, das dient der Tag aus den Stille überfallen kann. So hier sagt er zu den Gläubigen, für ihn soll es nicht so sein. Für all die, die zum Glauben gekommen sind, für die sollen sich nicht verfehlen, wenn Jesus wiederkommen wird. Willst du wissen, dass der Zeit ist da, die kann sich bereiten, das ist der Zeit. So, für die soll es nicht so sein, dass ein Stille, wenn der Stille überfallen kann. Weil so eine Menschen, die nicht im Glauben sind, die sind sozusagen blind. Die kann das gar nicht sein. Wenn etwas gesagt worden, was da passieren wird, aber die sind sozusagen blind, die kann das nicht sein. Paulus hat von das auch mehr mal geredet, so zu sagen, das ist nicht nötig, dass ein mehr von dort schreiben da. So geschrieben hat er von dort. Oder es ist nicht nötig, dass er mehr geschrieben hat, als dort. Sie haben alles, was sie weiten sollen. In Römer 13, Vers 11 sagt dort, dann dort dit, wils wie sein an der Zeit, dort die Stunde hier ist, wo dort für jene Zeit ist, aus dem Schlupf abzuweichen. Wils unsere Radung ist nu nur aus dann, als wir zum Glauben kommen. So nu ist all nur aus dann. Das heißt sich hier so, wenn das vielleicht sogar so, was zum Glauben gekommen sind, vielleicht auch in der Zeit angeroden und einzelne Zeiten, wo sie anschlupen dann. Das heißt, der Zeit ist nu dichter wieder aus dann, als wir zum Glauben kommen. Vers 12 sagt er, der Nacht ist meist vorbei, der Tag ist hier. Dann wollen wir nu dort aufleihen, was am Düsteren gehört, und ans Stimme kleiden, was am Licht gehört. Aber ich habe hier ans Reib mir an. Nicht im Düsteren leben, nicht gleichaltig leben, so ist der Welt das. Die leben im Düsteren. Die kann das nicht sein, was verentlegen das. Aber er sagt, weil wir, die dort zum Glauben gekommen sind, weil wir im Licht leben, uns Stimme kleiden. Und zu so einer, was zum Licht gekommen sind, sagt er, es steht in der 5. Vers, in 1. Thessalonicher 4, Vers 5, sagt er, je alle sind Kinder vom Licht und Kinder vom Tag, je sind nicht von der Nacht und auch nicht vom Düsteren. So heißt er, je alle, hier sagt er zu der Thessalonicher, je alle, all die, die zum Glauben gekommen wären, die wir nicht von dem, was am Düsteren leben sollen, die wir nicht von der Nacht, aber von dem Tag. Das wären ein Part von denen, die ausgewählt werden von Gott, sie sollen am Tag leben. Sie sollen nicht länger am Düsteren leben. Auch so als Petrus sagen, von denen, die zum Glauben gekommen wären. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt Petrus, das steht, aber je sind ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein. Ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, das die anderen sein sollen, wo wundervoll der ist. Die gehen aus dem Düsteren rausgeraten in sein wunderbares Licht gestellt haben. So heißt es, die Ausgewählte, das, was die gewählt sind, das zu sein, das sollen andere dort vertellen, wo wundergut Gott ist. Sagt, die sollen andere sein, wo wundervoll er ist. Da er vom Düsteren rausgeraten hat und im Licht gesagt. Und das Licht ist in Jesus Christus. Er ist das Licht. Vers 6 sagt er, dann wollen wir nu nicht schlupen so aus der andere. So, wer meint hier, wenn er sagt, das ist der andere? Weil wir nicht so schlupen aus der andere. Er sagt, der, die zum Glauben gekommen sind, der soll nicht so schlupen aus der andere tun. Und andere, wie gesagt, so, was die gleichaltig leben tun, und das alle einfach nehmen tun, und das die Warnung nicht annehmen tun und so weiter. Sondern es dort die schlupen, so zu sein. Aber er sagt, lasst uns nicht so schlupen. Weil wir wacker und wir im klaren Verstand bleiben. Zu aller Zeit soll wir klar denken, mit einem klaren Verstand, nicht anschlupen in unserer Zeit, wo wir leben, dann aber klar denken, wacker bleiben und klar denken, mit einem klaren Verstand bleiben. Und er sagt, dass Meier steht, sagt die Schrift, dass wir sollen vorsichtig sein. Vorsichtig sein, wo wir leben tun. Lukas 21, Vers 34 sagt Jesus, es steht, seht vorsichtig, dass ihr nicht durch Freten und Süppen und Sorgen über das Leben, das Gott belohnen.
En dat die dag dan offerhafs über jün kommt. So hier sagt, ich habe auch mal gesagt, das sind verschiedene Dinge, wo Menschen sich Sorgen über merken tun. Wo er sagt, dass wir sollen das nicht tun. Dass der Tag dann Opferhaft wird überfallen. Auch auf Epheser 4, Vers 15 sagt Paulus es das, seid vorsichtig, sagt der Wahre das Wort, seid vorsichtig, dass ihr durch das Leben gehen als kluge Menschen und nicht als solche, die nicht weiten, da wird die Sache gehört. So wir sollen weiten, wir sollen so als kluge Menschen, die Gläubigen sollen so leben als kluge Menschen. Das ist so, was noch nicht zum Licht gekommen sind, was von dort nicht kluge Menschen sind. Das sind unweise, sind nicht klug. Aber wir, die dort zum Glauben gekommen sind, sagt er, seid vorsichtig. Wacker bleiben, vorsichtig sein. Auch war dann 1. Petrus 4, Vers 7, Petrus sagt, der Tiet ist bald hier. Er sagt, der Tiet ist bald hier, dass alles in eng hat. Deswegen muss je wacker sein und klar denken, dass je beten kann. Beim klaren Denken sein. Willst wir weten, wann der Tag wird sein? Wir weten nicht, wann Tag oder Stunde wird passieren. So deswegen muss wir wacker bleiben, zu alle Zeit. Beim klar Denken bleiben. So dass wir hier nur die Tekens nur, als das all nichts, was da passieren braucht, was der Zeit wird kommen. So der Chef hat uns Tekens gegeben, wo wir uns nur rechten können. So deswegen, wenn wir kijken naar wat er passiert daar om ons, dan weten we dat kan eens van passieren. Und ich sage Gott Dank, dass er uns das gesagt hat, dass wir uns kein Reib mehr ungefähr, dass wir nicht brücken Angst haben für die Zeit. Wie die das im Glauben sind, wir können uns freuen für die Zeit. Willst du, was die Zeit kommt, wird das noch viel schlechter wird sein. Aber wir als Christen, wir wollen die Zeit nicht brücken durchgehen. Wenn wir denken dann an die Triebsalzeit, an der 7 Jahre Tribulation, nur dort, was Jesus von seiner Kirche geholt hat, das wird wirklich schwierig sein für solche, die das nicht wollen annehmen, die Warnung nicht wollen annehmen. Aber wir brauchen uns nicht grülen dafür, wir können uns freuen dafür. Und dann sagt er in Vers 7, 3. Thessalonicher, Vers 7, die wird die schlupen danach. Und die wird sich bedränken sich danach. Hier redet er auch wieder von schlupen. Sondern wird schlupen tun. Oder sondern wird sich bedränken tun. Wat je zo'n mensen is dat wat dit doen, wat zich bedrinken doen en wat de schlupen doen, geestlich schlupen doen, so zu sein, die sind von Diesteren, die leben im Diesteren. Besonders wenn wir denken an so was sich bedrinken doen, wat je zo'n betreiben sich Verstand oftmals, ihre Gedanken, dass ich klar denken kann. So kann ich klar denken, sie kann nicht wacker bleiben und klar denken. So sagt, wir sollen im klaren Denken bleiben. Vers 8 sagt, aber willst wir tam Tag gehören, weil wir klar denken. Sagt auch gerade, weil wir klar denken. Willst wir tam Tag gehören tun. In Glauben en Leben als ein Brustschild trauen. In der Hoffnung auf Anseligkeit als ein Schutzhelm. Hier redet er von, dass wir sollen ein Brustschild trauen. Wenn wir denken, dann was ist ein Brustschild? Brustschild, das beschützt einen, das beschützt den Körper, das beschützt den Hort. In das Schutzhelm, das ist ein Helmet. Was ist das? Das den Kopf beschützen. Das beschützt unsere Gedanken. Das, was er hier brauchen wird, was wir sollen trauen. Ein Brustschild in ein Schutzhelm. Das ist, was die tun. Die können unsere Gedanken bewahren, auch uns Wort bewahren. Wir wollten bei Pfizer sagt, dass der sollen auch ein Schild drehen, dass der Beißer, dass er nicht seine brennende Pfeil unter dich schreiten. So hier redet er auch von einem Brustschild. In Vers 9 sagt er, Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass uns sein Gerecht treffen soll, aber dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus seilig werden. So Gott hat diese Thessalonicher auch geraten, dass sie nicht wollen brücken, gerecht werden in den Gerichtstag. Dass sie können seilig werden.
Sie würden auch nicht gerecht worden. Sie können selig sein. Und ich habe hier mal in Paulus Schrift hier, mir mal, wo er redet von uns, da er sich selbst auch mit anteilen, also uns in wie. Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir nicht brücken dadurch gehen. So, und ich glaube, das meint er auch zu sein, zu all die, die zum Glauben gekommen sind, die kann das auch annehmen, kann auch sein, nicht bloß ich über uns, und wie als Glaubende, hat er bestimmt dazu, dass die nicht brücken, sich grühlen für den Gerichtstag. Als in Vers 10 sagt er, Jesus starb für uns, sodass wir nu, ob wir schlupen oder wacker sind, mit Amthob leben können. Die, die zum Glauben gekommen sind, die können für ewig mit Amthob leben. Das ist der gute Nachricht. Weil Gott hat so viel Life für die Menschen, wenn die auch in Sünden gefallen wären. Sie wären eingeschlupen in ihre Sünden, aber er lebte deswegen so sehr, dass er einen Weg mehr und er mir einen Weg rein, dass sie können, weil er ankommen, wenn er wird kommen, dass die würden rein sein, zu begegnen. 1. Johannes 4, Vers 9 sagt, dass Gott weiß uns, wo Gott er uns wir, als er seinen einzigen Sehen in der Welt schicken wird, dass wir durch leben sollen. So er hat mehrlich gemerkt, er schickt seinen Sehen, dass wir würden selig werden, dass wir können auf ihr Leben haben. Dann noch eine sehr bekannte Vers, was ich glaube, jeder einer soll auswendig kennen, vielleicht auch kann, als Johannes 3, Vers 16, wo er sagt, Gott ist der Welt so viel wert, er liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die an ihm leben, nicht verloren gehen, aber das auf ihr Leben haben. So ich gleich das hier, wo wir immer reden, dass von all die, und jeder einer hat die Gelegenheit, das anzunehmen. Er ist für allem gekommen, für jedem einen. Dann sagte Jesus, kam nicht uns zu rechten, über Leben zu geben. Nur Vers 17, Johannes 3, Vers 17. Sagt, weil Gott schickt sein Sehen nicht in diese Welt, um die zu rechten, aber dass die Welt durch an kann gerettet werden. Deswegen schickt Herr Jesus Christus. Nicht uns zu rechten, nicht den Menschen zu rechten, aber dass die können weich ummerken, für dass die können selig werden. So eine gute Nachricht hat er für uns. So eine gute Leben hat er für jedem einen, dass eine Möglichkeit gemerkt wird, für jedem einen zu begegnen, wann er wohl weiterkommt. Jeder einer hat die Gelegenheit gekriegt. Wir können nicht sagen, dass ich diese Gelegenheit nicht gekriegt. Wir haben Gott sein Wort und da habe ich die gute Nachricht behandelt, dass jeder einer ist mit angeteilt mit dieser guten Nachricht. In das letzte Kapitel 4, da er schlüten mit auch Treisten, mit Wirt, wo er sagt, wo sie sich sollen untereinander mit Treisten. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, sagt er, mit diesem Wirt treisten untereinander. Und dort wären die Wirt, wo er reden, von dass er wird weiterkommen, er wird sich die Siegen geholt, die würden abgeweicht worden und würden sich begegnen mit ihm in der Luft und würden für ewig mit ihm leben. Und er sagt, mit diesem Wirt treisten untereinander. Und das ist auch ein Part von, was er in dieser letzten Vers von geschrieben hat, wo wir hier wollen mit schlüten. In 1. Thessalonicher 4, Vers 11, der letzte Vers hier sagt, deswegen merken untereinander Mut und büten untereinander ab, so als hier auch tun. So hat das hier wieder denken halten, da sollen sich untereinander Mut geben. Weil zu der Zeit war es auch so gewesen, da waren mutlos geworden sind, zu gewissen Tiden, wo er an Mut fehlen und fehlt an Trost und so wieder. Kriegst du das von der und da hoch? Da sind Menschen, die waren mutlos und da fehlt Trost. Und er sagt hier, die sollen sich untereinander Mut bringen. Und dann sagt er, das ist hier auch tun. So dann hier nur der Thessalonicher Deuten hat, so dann sich einer den anderen Mut geben. Aber er sagt, dass hier wieder, das sollen auch tun. Und ich glaube, das ist vielleicht hier sozusagen zu uns gemeint, von der und da gleich so. In Hebräer 3, Vers 13 sagt er auch, redet untereinander alle Tag Mut. Jede Tag, alle Tiden sollen wir uns Mut sprechen, solange aus der Tag von der heute. Dass sich von den Kindern durch die anschmerende Sinn hart merken lässt. Weil wir sind in der Zeit, wo der Sinn oftmals so fernloten ist, da lässt eine Schein gehen. Gewisse Dinge lässt so eine Schein gehen, und die Menschen, die waren hart
en gelijkaltig in de vollen in de zin aan. En zo doen fehlt ons dat einer an den anderen. Wat je mij fehlt dat aan die en die fehlt dat aan mij. Jedem ein fehlt dat aan de nächste Person, dat die sich untereinander Mut bringen doen en trösten. Dat wir nicht in de zin hart merken, dat ons nicht de zin wat loten hart merken. In Hebräer 10, Vers 24 sagt es, von der Versammlung wegbleiben, das eingedaun, dort weil wir nicht über viel Leute uns untereinander, hier sagt auch, was uns untereinander Mut zu sprechen. Und dort ist wichtig, wie es der letzte Tag nur kommt. So es hier all sein kann. So hier sagt er, besonders in der Zeit, wo wir nu voneinander auch beim Leben tun, das ist wichtig. Dort wir das tun, dass wir uns untereinander Mut zu sprechen tun. En ik weet, we hadden omdeel in onze merk ook wat dat ook doen. Oftmals begehen wir gewisse Personen, die spreken in Motto, die wünschen einem Gott sein Segen und so weiter. Und das ist auch was das ist, wenn ein Mensch schwer bedrückt ist und beladen ist mit irgendwas Wort, dann die Motto sprechen, in Trösten, in Beten, in so eine Sachen, das dort. So habe ich einer den anderen auch Motto sprechen. So, was mein Wunsch und Gebet würde sein für diese Botschaft, für jedem einen, dass die würde sich warnen für die Zeit, wo wir beim Leben tun. Und dass wir alle würden bereit sein, Jesus zu begegnen, wann er wird kommen. Und wir wissen, dass der Wort kommt. Alles, was er in der Vergangenheit gesagt hat, was wird passieren, das ist in der Fällen hat gegeben. In Christus wird das auch. Keiner wird hiervon kommen, und das wird passieren, und er wird kommen. Und dass wir manchmal hier und da, der Titel ist hier, weil alles, was er gesagt hat, was er prophezeit ist worden, das ist in der Vergangenheit gegeben. So wir brauchen alle nicht lernen, was noch soll passieren. Ich glaube ganz rein, der nächste Stopp wird sein, Jesus wird kommen. Jesus wird kommen. Und sind wir bereit? Grühlen wir uns dafür? Als der Einzige, was sich dann noch vergrühlen wird, was leider wird wollen haben, dass der nicht kommen wird, oder vielleicht sagen, da noch nicht, nu fühlt sich da noch nicht ganz rein. Oder vielleicht haben wir noch Kinder oder Familie, was wir weiten, die sind noch nicht rein. Deswegen ist es so nötig, dass wir untereinander taub beten tun, in uns untereinander trösten, in Warnung geben, in eine Warnung annehmen. Nicht so aus den Tieren Jungfrühs, die wären 5 Klüge und 5, die nicht klug wären. Die 5, die wären rein, und aus der Bringung ist Kämpfe entholen. 5 Stück, die wären nicht rein gewesen. Und die mussten sich anschmieren. Weil wir nicht so sein als die, weil wir so sein als die 5 Klüge, rein sein, wann der wird kommen, dass wir am begegnen wollen mit Frieden. So dass wir können am begegnen und rein sein, zu den Tag, wo er wird kommen. Wir wollen noch schließen mit dem Gebet. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss nach Himmel für dich und wir danken dir, Gott, für dein Wort, für deine Botschaften, die du uns hast gegeben. Wir danken dir auch, Herr, wo du uns hast viel Trost gegeben, wo wir uns können mit untereinander trösten. Besonders wenn wir denken dann an den Wahrheit, wo du uns gesagt hast, dass wir wissen nicht, was von Tag oder wann eine Stunde passieren wird. Und wir haben auch manchmal die hier sind Menschen, die leben, sie haben sich dort ausgedacht, wann das passieren wird, aber das passiert nicht der Zeit. Und so weit wie von der und da heute nachgehört, aber du hast uns Tekens gegeben, wo wir uns nur rechten können, dass der Zeit dicht bei da ist. Du sagst, wir können uns rechten durch den Feenbaum, und da ist später kriegen, dann weit wir, dass das dicht bei Sommer. Gleichzeitig haben wir uns auch nur rechten, dass der Tekens, was da passieren, dann weit wir, dass der Zeit ist dicht bei. Help uns Gott, dass wir rein sein, dass wir können uns freuen und sagen, Herr Jesus, wir sind rein. Komm. Jeden Tag, ich stehe rein für dich. Help uns. Und ich bitte, wenn es so sind, was noch nicht die Entscheidung gemerkt haben, was noch nicht rein sind, was nicht wirken tun, nur die Ware kommen, dass die würden sie auch rein merken. Wir wollen nu von der ersten Zeit noch aus der Genodenzeit, wo wir beim Leben können, wo in jeder einer Sekunde rein merken. So ich bete Gott, wenn der eins für ist, was noch nicht rein ist, dass du die Person bestrafen. Und auch wenn der Unhörer sind, eins vor, wer immer das ist, was das horchen wird, dass die würden die Warnung annehmen und sich reinmerken von der. Wir wissen nicht, wann der Zeit wird sein. Das kann von der sein oder kann morgen sein. Wir wissen nicht. Help uns rein zu sein zu aller Zeit. Und ich danke dir noch einmal, Herr, für die gute Werte, die wir in dem Wort haben, Treist wird, wo wir uns kennen mit Treisten.
In die nun bete ich das mit Danksagung. Amen.